und das heißt, was hat man schon erlebt? 40 Jahre heißt für mich, nicht mehr jedes graue Bart hat sein, bloß nur die borstigen Nasenhaare. Sie nur noch selten auf die digitale Waage zum Stellen, weil das Klumps sowieso liegt. 40 Jahre heißt zu seiner Weitsicht und die Mitesser auf dem Buckel, die eingewachsenen Zehennägel, der Hornhaut auf der immer noch zarten Schreiberlingshand zum Stehen. 40 Jahre ist wirklich noch kein Alter, wo man sich Gedanken machen muss, eher einmal so ein Kurzrückblick oder ein Rückwärtssalto über das erste Lebensdrittel, das viel zu schnell verflogen ist. Mei, was hat man schon erlebt? Das bis zur Kindheit und ein wenig Jugend. Aber vor allem das Jetztzeit ja heutzutage. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Eine wunderbare Frau, einen lieben Bund, der glaube ich gerade ins Bett geht. Nette Eltern und noch eine Oma. Ein paar gute Freunde und alle noch viele Ideen. Und das Wichtigste, gesund und munter. Nachher schauen wir uns heute einmal an, wie es die nächsten Jahre so weitergeht. Prost alle miteinander! Prost! Prost! Seid schon! Bevor der Albert eins von meinen ersten Gedichte, das habe ich 96 geschrieben, und ich habe mir jetzt einen Albert gesagt, da war ich 14. Und da war ich so in der Phase, da habe ich so ein Stanzel geschrieben, gut gerechnet. Dann habe ich zum Albert gesagt, kann man aus dem irgendwie ein Lied basteln oder so, geht das noch? Und der Albert irgendwie, das hat er gebracht. Bevor ich das lese, lese ich jetzt einen Text, den muss ich lesen, wenn Dani da ist. Das ist immer der klassische Text, den Dani kommt auf eine Lesung, weil sie schuld ist, dass der in einem Buch drin ist. Und zwar, weil ich wollte ins erste Buch rein und bevor es dann druckt worden ist, habe ich mir gedacht, nein, da tust du was ganz Hochtrabendes rein, weil du kannst nicht so einen Text in ein Buch rein tun, wo es um das, was geht, das, was total unangenehm ist, und zwar der Radischors. Und dann hat Dani gesagt, Wolfi, das muss in ein Buch rein, das ist ein Buch, was vielleicht leider kaufen. Da habe ich in das zweite Buch habe ich den Text der Radischors rein und das trage ich euch jetzt vor, ich weiß, der alte Radischors. Wie ist der Schors nun wohl entstanden? Wie kann man jemanden abhanden? Er ist geboren, das ist wahr, liegt auf der Hand, ist sonnenklar, durchs Rettichessen tags zuvor. Nun trinkt der Radischors ans Ohr. Der Gestank ist manchmal furchtbar schlimm und die Kollegen voller Grimm. Doch oftmals druckt der Schors so lang, dass du Durst, wurscht ist der Gestank. Und auch wenn die Luft dann ist gedrückt, du hast ja keine Tat verübt. Es ist halt so mit dem Radischors, der fragt gar nicht und geht auf Trost. Du kannst ihn da halt nicht verkneifen, kannst ihn nicht halten und nicht greifen und zwickt's dir halt von Zeit zu Zeit, dann ist der Radischors nicht weit. Lass ihn in einer Ecke weilen, um dann geschwind davon zu eilen. Im Meeting lass ihn leise fliegen, willst du in Sicherheit dich wiegen? Hast du auch kräftig hinflambiert, Hauptsache er war zertifiziert. Und auch wenn es deinem Nachbarn mifft, die Luft ist frei vom TÜV geprüft. Jetzt kommt das Lied vom Zahnarzt und vom Bauern. Genau. Und der Albert, der hat ein altes Seemannslied. Ja, das ist eigentlich ein brutal unanständiges Lied. Altes Englisch Seemannslied. Die Melodie kennt man irgendwie. Das haben dann die Sex Pistols dann später mal vertont. Und ich habe mir gedacht, das passt genau für Wolfi. Der Zahnarzt und der Bauer. Der Bauer war beim Zahnarzt drin und hat ihm Seil gelockt. Der Zahnarzt, der hat ihm zugehört und hat dann zu mir gesagt: Hey Bauer, du bleib da bei mir, ich werde dir gerne helfen. Ich brauch eine Zang und dann ein Bier, dann geht's dir wieder gut. Der Bauer hockt man, was ist los? Und hat so deppert geschaut. Dabei hat ihm der Zahndoktor Spritzen reingekaut. Hey Bauer, jetzt ist gleich geschehen, mach's Mai auf und ich reiß. Doch die Zang, die ist im Stecker blieb, sie wirkten so ein Scheiß. Noch 3-4 Stunden war's dann heraus, das war ein große Blog. Der Bauer rumpelt aus dem Haus, das war ein blöder Tag. Der Zahnarzt und der Bauer, das waren zwei alte Freunde.
Der Zahnarzt tut am Bauern weh, seitdem sind's bloß mehr Feind. Der Zahnarzt und der Bauer, das waren zwei alte Freund. Der Zahnarzt tut am Bauern weh, seitdem sind's bloß mehr Feind. Und das ungefähr.